Was haben Zinedine Zidane, Isabella Gianni und Edith Piaf gemeinsam? Ihre Wurzeln liegen in der Kabylei. Hast du schon mal diesen Namen gehört? Die Kabylei. In Deutschland? Ich habe noch nie jemanden gehört, der Ja sagt. Obwohl wir von einem Land reden mit ca. 10 Millionen Einwohnern. Ich bin dort geboren. Als Kind begann ich mein Leben nicht in der Schule, sondern draußen. Ich hütete Schafe. Ich ging barfuß, allein. Und dann kam der Krieg. Unser Haus wurde bombardiert. Mutter und Geschwister zum Teil schwer verletzt. Ich habe schon als Kind erfahren, was Angst und Krieg bedeuten. Aber nicht nur das. Später in der Schule wuchs in mir die Angst, mich selbst zu verlieren. Denn ich habe nicht nur was Gutes und Wichtiges in der Schule gelernt, wie sonst wo auf der Welt, sondern ich musste auch lernen, meine Wurzeln zu verleugnen. Zuerst war ich gezwungen, Franzose zu sein, und dann Araber und dann Moslem. Aber ich war nichts davon. Und immer wieder stellte ich mir dieselbe Frage. Warum darf ich nicht ich selbst sein? Diese Frage ließ mich nie los. Viele, viele Jahre später kehrte ich zurück in mein Heimatdorf und gründete das Haus des Wissens. Eine kleine Privatinitiative für Kinder gegen Identitätsverlust und religiösen Druck. Dieses Projekt wuchs 6 Jahre und dann wurde es versiegelt. Ich wurde bedroht, meine Frau ausgewiesen und ich ging ins Exil. Doch mein kleiner Bruder zahlt den Preis. Er sitzt seit 2025 im Gefängnis. Sein einziges Vergehen, mein Bruder zu sein. All das erzähle ich in meiner Autobiografie, meine vergiftete Heimat. Das ist nicht nur meine persönliche Geschichte. Das ist die Geschichte eines Landes, die Kabylei. Das ist die Geschichte eines Volkes, das als Volk dazu gedrängelt wird, zu verschwinden. Aber es wehrt sich.